Guten Abend bei Dickrich TV. Haut vom Herrebiersch direkt neben dem ganz neu gelöschten Wingert von den Dickricher Weifren. Für rund 300 Jahre goufen hier für die Last Weihreven geziegt und es gouf sogar richtig viel Wein angebaut in der Zeit. Allein Herrebiersch hat Dickrich nicht Männer wie 7 Wingerte gehabt. Also soll die Tradition nächstes neu ableben losgehen. Nach aus dem Projekt Die Wein an der Pilotphase, aber den Anfang ist gemacht. En April ass de neue Wingert offiziell aweiht gin. Et hat schon e bëssen eppes vun enger klenger Expedition, wie en April eng 70 Gächt mat Nawetten op den Herrebiersch gefoert goufen, fir sech de neue Wingert vun den Dickricher Weifren ukucken ze goen. Ze gesinn goufet zwar net ganz viel Trewen, de mussssen Lomol nach 2 Joer lang geheeschter gepflegt gin, dofir zoustännech ass Gerd an heem. Für dat Steck stark gehen und dat ich entwickeln soll net viel Lava Bläder entwickeln lassen mit soll den Saft und dat wat entsteht, also dat dann am stark enregistriert wird. Auch 3 Jahre lang, wo nicht soll rekoltieren. Aber dat wat hier entsteht, huet absolute Pioniergeist. Nur dem Weinproduktion Herrebiersch finst der großer Kehl 1709 mussssen abgestalt gehen, wo der Verein Dickricher Weifren Lode wollen, der Dickricher Weinproduktion auch im Neutleben anzuhauchen. Mam Pilotprojekt Die Wein. Eng Idee vom Dickricher Charles Connen, früherer Präsident vom Office National du Remembrement. War immer ein Drama. Und wir haben dadurch an einer Rekordzeit von 8 Monaten gekriegt, von den nächsten Recherchen, nur von den Proprietären bis heute zur Abweihung. Ich fühle mich erleichtert. Ich meine, ich bin nicht nur all Tag heim, mehr all zweiten Tag. Für allem soll das Projekt Die Wein zu einer neuen Identifikation beidrohen und dafür auch all die Dickricher mit an Boot holen, gerade wie ein Partyvereiner. Neben Gärtern heim sind das für allem Dami du Vieux die Kirche. Eigentlich werden Connen Charles am Sommer lächt bei uns kommen an net von dem Projekt geschwert wir waren noch alle direkt begeert, dat wir wirklich flott für wir Kinder bei Mechner Fest Dickricher Wein Kredenzen wie op Dickrich war 2 Beierfest mir awer den Weinstand den Weinberg an den ass dat ganz losgegangen an mir war vun Anfang dabei an das just gange wie gefährt machen mir machen dann am Wënzer ze summen mir Vinifikationun gucken dat man ein Flot Kat kreen an dann dat man op bei feste Wei verkaufen mit das awer op fir all Mënch den Sennovel kreen an dann es gëtt fir ze kaufen op Dick schon aus. An Politprominenz hat die große Eier dürfen den offiziellen Pflanzenstich zu machen und dummer dem Projekt den Ustoß zu verpassen. Die scheigroß Pflanzen, die dafür geholt wurden, waren natürlich für die Show. Das war am Anfang wie ein Fotoshooting, für das auch mit publikumswirksam sind und das Ministerium nicht sich Dave braucht zu wecken. Aber das ist am Anfang so, dass am Anfang die 2 ersten Jahre nicht mehr wussten. Am 3. Jahr kriegen wir ein ganz kleines Lesummer können Pferdeweisen realisieren. Und am 4. Jahr haben wir wollen, den ersten Rose auf den Markt zu bringen, den auch noch Klienten können kaufen und schon bestellen. Wir waren Bestellungen mit großen und mit Novo mit groß geht der Preis hoch. Das Projekt Die Wein sucht auf alle Fall schon lo für viel Aufmerksamkeit. Nur der Visit vom Wingert selber hat der Bürgermeister Charles Weiler an der sehr rein nach dem Wichtigkeit vom Projekt für die Krische gewiesen, die damit wird die erste Bier am Weinstart gehen. Also wir sind in dem Projekt vor 4 Jahren und wir den begleitet. Wir waren noch davon überzeugt, auch aus Gründen vom Patrimoine, vom Patrimoine historique, weil wir davon überzeugt sind, dass das Sinn möchte für so ein Weinberg zu dicke zu legen. Wir haben als Gemeinde wir dezidiert dann ein gewisses Montant noch bisschen Logistik zur Verfügung zu stellen, für die Kick-off vom Projekt zu machen, für dem Projekt eine Chance zu geben, dass er kann starten und dass das Projekt mal zukommen lässt. Auch die Weinbauminister Martin Hansen ist vom Projekt überzeugt, nicht zuletzt auch wenn es den Sorten, die hier angepflanzt wurden. So sicherlich eine Chance, erstens zu machen Piwi-Wein, Piwi-Rebsorten, Piwi als pilzresistent Wein. Weil die brauchen sich dann unsere Männer auffällig gegen Krankheiten, müssen also viel Männer behandelt gehen, weil die nachhaltige Wein dann ist.
Schmengen de dickerischer Klima wird dat schon hergehen, dat das Zocht noch Haiers geht. Ministerisch huet noch den Unterstützung vum Institut Vitivinicole zo gesot. Afir dats dese Projekt auch noderieden, bei keinem vun hinne vergiesket, Grotenteiere gascht an déi die Matgeholle vun, der noch eng Shape-Piwi-Plan sofriiert, fir bei sech doheem ze tasten. Nei as auch Parkhaus op der Gär. Fir geneet 2 Joer am Mai 2023 war de Kick-off fir de Bau vun dem neue Parkhaus mat Platz fir weit iwwer 600 Gefierer. Loentlech konnte d'innovativ Gebäi fertig stalt gin, sodass de Parking Ufang Juni soll opgoen. Mir waren dabei, wie die lacht 4 Rabechten durchgefauert goufen. April beim neue Parkhaus op der Gär. Gebäi an der Hecht vu 14,5 Meter steht. E Losinkorps de Metier am Feinschliff am Gangen. Heilo zum Beispiel gët Bassin de Retention geschafft, wo soll Drehwässer vun den versichelte Fläche rundrem gesammelt gin. Wir sinn ha eng mé Verschwemmungsgebiet. Dufir wat Gebäi auch an der Zeit als Oppestruktur geplant gin. Da ginn ha ja vorgrad Barriere getast vun enger Firma in Deutschland, déi innovativ Systemlesungen fir d'Mobilitéit ubit. De System ha sollt Nummerschilder vun de Gefierer erkennen, bis et soweit ass, brauchs eng Zeit. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die kann man, wenn man im Labor ist, bei uns im Werk nur simulieren mit der Kennzeichenerkennung. Dann hält man manuell ein Schild in den Kamerabereich. Aber hier müssen wir gucken, ob das Zusammenspiel in der Geometrie, in der Spur, mit den schleifenden Boden, die das System triggern, dem Einfahrtsterminal und da, wo die Schranke steht und die ausrichtende Kamera, das Kennzeichen optimal gelesen wird. Und das kann man halt nur physikalisch vor Ort machen. Und deswegen ist es halt notwendig, dass man hier hinkommt mit dem Auto, dann in Schleifen, pausenlos den ganzen Tag rein und rausfahren, bis alles letztendlich funktioniert. D'Ouverture vum Parkhaus rekelt also immer Mino. Eigentlich sollte Bau schon am Hirstadt Lastjahr fertig sinn, aber d'Wieder huet dem ganze Projekt e Strich durch d'Rechnung gemacht. Das ist alles ziemlich normal gelaufen, da den Schwarz mit einer kleineren Tat dran, weil letztes Jahr weder eben nicht so gut war an der Beton, den am Fonglo auf den Etagen abbrüstet, da der Beton den an einer Schicht gemerkt, den noch glatt gezügelt, du der wird in den Tränen und dafür hat man dann eben wenigstens im letzten Jahr bessere Tat, den man leider nicht mehr konnten abfüllen. Ende gut, alles gut, mat dem neue Parkhaus direkt nef der Gär kritikerisch also lo op Eschlag 654 Parkplätzen dabei. Eigentlich sinnet dat zwar just 504, 150 sie fir CRL an der NF gedurcht, die hier Plätzen bei der Gär durch den Bau verloren hatten, an lo dummert ersat kreen. An eng 60 Sponnen sie fir Elektroauto fir gesinn. Die Energie dofir decken vun der Photovoltaikanlage um Dach. Eng Mischung aus klimatis haberwellem Wein soll donier d' Fassade vum Parkhaus ja nur zu 50% bedecken an so fir Schier zugen. Dat Neidparkhaus selber respektiert net nominal Nohaltegkeitskriterien, méi wëll virun allem den Trafik an Dickrech reduzieren. Damit gehen wir mal davon aus, dass wir versuchen, am Punkt Auto in Heiner zu konzentrieren und dass dann eben der Parkraum mitten an Dickrich ein bisschen besser abgelockert wird, sodass die Leute am Punkt auch eine Kapazität haben, nicht muss rundherum zu fahren, für einen Parkplatz zu sichern. Parken können wohl die Leute, die rundherum finden. Für allem aber sollen all die einen Platz finden, die auf Dickrich kommen, für zu schaffen oder für Akhafen zu kommen. Für sie wird dann noch ein Navet bis an den Zentrum und zurück angeboten gehen. Für den Anfang bleibt Parkhaus an einer ersten Testphase nach gratis. Der Preis für das neue Parkhaus wird nur auf 60 Cent Stunde am Tag, also 30 Cent nur als fixiert gehen. An eng gut Novell für den Moment geht es doch schon. Also früher sein Ticket verloren hatte, dann musste man meistens die Tagesgebühr bezahlen, den Tagesmaxpreis. Wenn man es jetzt verliert, kann man sein Kennzeichen eingeben, man bezahlt sein Ticket, man kann ohne Ticket zur Ausfahrt fahren, die Ausfahrt öffnet anhand des Kennzeichens. Ufang Juni soll dat neue Parkhaus zu Dickrich also opgoen. Am September dann als eng Inauguration vorgesehen, wo den Nummwert evaluiert gehen. Den nämlich die Dielo mat raussichen, hat ihr eine gute Idee, wen das neue Parkhaus bei der Gär kennt nennen. Da schickt es bis den 6. Juni Vorschläge per Post oder über E-Mail auf kommunikation@dickrich.lu ran. Wir sagen schon lo, ein grosses Merci für die Beteiligung.
De Lützeburger Sprengkommando feiert dieses Jahr sein 100. Geburtstag. Nicht nur als dürfen eine große Feier am Centre Militaire am Herrenberg geplant, aber soll auch ein Buch rauskommen, für das der frühere Mitarbeiter vom Service des Ménages Claude Peffer zuständig ist. Für seine Recherchen zu komplettieren, ist hier allerdings lo ob Matterlöf angewiesen. De Militärmusee will schon ganz geschwinde Buche rausbringen, wo die ganz Geschichte vom Lützeburger Service de Déminage soll retracéiert und erzählt gehen. Ein Buch über die sich darum gekümmert haben, dat wat Krischer am Boden losen. Die treibende Kraft haben drin ist Claude Peffer, der 34 Jahre am Service geschafft hat, aus der Schlorsinger Pension will der schwarze Lascher an diesem Kapitel von der Lützeburger Geschichte widmen. So zum Beispiel hat er bei seinen Recherchen herausgefunden, dass es nach dem Ersten Weltkrieg schon 1925 ein erster Lützeburger Service des Ménages gab, de Service de Récollement et de Destruction des Obus. Und der Beweis dafür, dass das etwas ausmachen als do, wo so gefangen haben, ist so nicht methodisch, aber sporadisch zu raumen, Munition zu raumen, sind die Akzidente, die Zölle von Akzidenten sind noch drastisch umgegangen. Und dann zwischen 25 und 40, wo die letzte Detachement geschafft wird, da sind die Akzidenten quasi auf Null gegangen. Den ersten Service des Ménages hat bis 1940 funktioniert. Nur am Krieg und Lützeburg am Kader vom deutschen Luftschutz die Aufgaben überholt. Viel mehr als über das Sprengkommando nicht gewusst. Nämlich 2 Tage nach der Befreiung von Lützeburg sind die Aufgaben vom Déminage von einem Sprengkommando von der Stadt Lützeburg überholt gehen. Wenn häufig nur dagegen hat, als nicht gewusst, genauso wie nicht bekannt ist, wie zum Übergang vom Staat auf Service ob der Armee kommt, die bis 1967 für den Déminage zuständig war. Auch gouf net bis 1952 nach Privat- oder Kommunalinitiativen über die wenig bekannt ist. Ja, für wenn wir schon davon schwätzen, dann ist wir ganz, ganz froh, wenn es Leute geben, die entweder Fotos hätten, Dokumente, auch so von den Leuten, die dabei waren, den Bob oder so der Pap, wo sie empfanden, die man können so was geschieht das. Weil das Buch soll auch nicht einfach so eng Chronologie von Evenementen einfach zack, zack, zack. Es soll ein Mix gehen zwischen technisch, wissenschaftlich, aber auch etwas ganz ein bisschen ablappert. Geplant ist ein Lektor, der für jeden zugänglich ist, wo man Details vom Sprengen selber wie auch zum Historik. Für allem aber will der Claude Peffer Buch schreiben, wo die Geschichten hinter der Geschichte erzählt gehen. Hat ihr also etwas zu dieser Publikation beizudrohen, ein Foto, ein Dokument oder eine Geschichte, dann melde ich beim Claude Peffer. Aber wie weiß, vielleicht kann das Buch ja dann nach dem Geburtstagsjahr vom Lützeburger Service de Déminage herauskommen. Den Iron Scout für Scouten weltweit soll wie den Ironman auf Hawaii eine Art Langstrecke laufen, bei dem N die geehrt gehen, die am besten aufgeschnitten haben. Auch die Lützeburger Guiden als Scouten organisieren seit 17 Jahren so einen Iron Scout, bei dem zusammen marschiert wird und auch Ateliers organisiert gehen. Dieses Jahr hat der Lützeburger Iron Scout an der Seerei zu Dickre stattgefunden und wir waren für euch am ersten Tag dabei. Am ersten Tag vom Iron Scout zu Dickre ist es noch gemütlich hergegangen. Für 65 Kilometer langen Tröppeltour am zweiten Tag soll den zu Schreimul für dich kennenlernen. Dafür waren für die 180 Partizipanten durch ganz Dickre verschiedene Ateliers gerichtet gehen, die von 40 Scoutschaften aus dem ganzen Land gelegt wurden. Wenn's dem 80. Jahrestag vom Kriegsjahr 1945 war der ganzen Tour rund um den Thema Krieg angeschaut. Es gab auch ein Visit vom Militärmuseum organisiert. Ein Pando, also von den anderen Pando, da steht drauf, dass Lützeburg 100 Jahre Freiheit gefeiert wird. Groß Fest, ganz Land war stolz darüber, soll aber nicht lange bleiben, 1940. Und die Deutschen gemerkt, sie brauchen ein großes Land. Und sie sind einfach mal über Lützeburg drüber gelaufen. Damals hat Lützeburg keine größere Armee. Und neu sind die Deutschen da muss die kommen, das waren so der Staat, nur bis dann zu arbeiten. So dann so gut wie kein Widerstand gehen.
weil einfach nicht viel heute Lützeburg bei der Schloss war. Das logisch ist, das sind etwas wirklich, was mich extrem interessiert. Aber ich fand es schon interessant, so zu sehen, wie sie Krieg waren, die Sachen, die sie benutzen, den ersten zum Beispiel, den was sie müssten machen, also plus minus. Weil die ganzen Jahres sowieso schon mal ein bisschen am Thema vom Zweiten Weltkrieg, dafür wollten wir auch davon profitieren. Ich meine, noch in einer Zeit wie heute, also es wichtig, dass wir uns auch darüber sensibilisieren, also sie auch eben darüber informieren. Sie lernen Sachen schon an der Schule, mehr als Scout fand ich noch eine Responsabilität, für das Wissen noch ein weiter zu vermitteln. Und gerade wenn wir schon heute zu dickrig sind, dann kann ich noch profitieren, für dann eben auch den geschichtlichen Teil mit anzubauen. Bei den Atelieren gouf dabei nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg geguckt, mehr auch heutige Konflikte angeschwärzt. Heilo zum Beispiel konnten Scouten sich auf verschiedene Situationen von einem Kriegsflüchtling raufhillen. Natürlich ist eine Bootsfahrt extrem gefährlich. Muss ich körperlich fit sein, für das überhaupt zu packen. Es muss ich genug Wasser haben, für überhaupt nicht zu verduschen. Es muss ich noch genug Essen haben, für eben nicht unterwegs zu verhungern. Es muss in all genug sein für so ein Boot. Es darf nicht zu alt sein für so ein Boot. Es gibt ganz viele Kriterien. Die hat die Möglichkeit für mit den Kapitänen zu schwätzen. Vielleicht kommt er ja überhaupt nicht auf Boot, vielleicht packt er es aber, vielleicht packt er es just mit Hölle. So sind er auch gefroht, vielleicht gegenseitig zu unterstützen. An ein paar Etappen haben sie heim probieren, eine Flucht hinzukriegen, von einem Flüchtlingscamp aus an einem fremden Land abgeholt gehen, was sich als richtig schwierig herausgestellt hat. Wen hat 2 Sachen auf seiner Hand? Tipptopp. Aber wen hat mehr wie 2 Sachen auf seiner Hand? Wo ist ein Gehirn? Voilà. Hallo, das ist so, jeder, der keinen Punkt auf seiner Hand hat, den hat die Flucht gepackt. Es sind 3 Leute von ihr schon Flucht sicher gepackt. So eine Erfahrung markiert natürlich auch nicht, wie wenn ich just liest, was das heißt, Asylant zu sein. Wir müssen an ein Rollenspiel rankommen und dann hier auf ein Wege sehen, wie das überhaupt als Immigrant hin uns kommen. Und was aus dem Fazit, was hast du daraus gelernt? Dass nicht, weil Leute eigentlich so die Migranten so ein bisschen mehr Punkt ist viel mehr kompliziert wie das. Dass Leute, die hier hinkommen, auf Lützeburg viele Sachen haben zu tun und auch, dass die Leute haben dann auch viel verloren, auch viel also durchgemacht und die sollen sie mit Respekt behandeln, weil sie das schon ziemlich viel gemacht und das ist schon krass. So hat die ganze Kriegsthematik mehr gebraucht, die Geschichte nach Renke herabzuschaffen. Hier ging es vor allem darum, die Jungen zum Nachdenken zu bringen, auch eine Relation mit aktuellen Kriegsdramatierem Alltag. Ein bisschen zu gucken, was alle so auf Social Media gesehen, aus das kann Stadt leben, aus das sind das richtige Informationen, aus das Fake News, sind das aus das Propaganda. Dat ze leieren, sech froe stellen an dat ganz ze hanner froen an net planen alles ze gelewe, wat ze ze gesinn an dann fleicht Sachen notzulaufen an enger Ideologie notzulaufen an Sachen ze wiederhole, wat net stimmt. Super interessant Beispieler kommen vun schreibe permanent vun Instagrammer irgendwelch Bodyworkouten viel geschlo bis hin zu engem Tunnel an enger Synagoge an Amerika, also ganz open Diskussionen darüber und dann eben mit der Take-Home-Message, was kann ich dagegen machen, wie muss ich Sachen erfreuen, sie sollen mit anderen Leuten immer darüber diskutieren, für einfach andere Meinungen noch zu hören. Nicht zuletzt und die ganze Atelier aber auch dazu beigetragen, sich in Rennen besser kennenzulernen, für dann am Gruppe noch besser zu funktionieren und die 65 Kilometer trippelnden Dachdruck auch tatsächlich zu packen. Für dich aber stimmt sowieso mal nach einer Vernustung mit Verpflegung an der Allseherei an. E paar Klassen aus der Grundschule zu Dickrich ihrerseits zu vor kurzem an einem Atelier am Musée Rural zu Bünzel teilgenommen. Das Musée d'Histoire von Dickrich schafft nämlich neuerdings mit dem flotten regionalen Musée zusammen. Hier geht es darum, zu lernen, was es heißt, seine eigene Kronprinz zu setzen. Wohl kaum bekannt wird Gelegenheit, freie Feld seinen Kronprinz zu setzen. Am Musée Rural zu Bünzelt, aber ist das seit kurzem möglich. Die Gruppe, die wir pflanzen,
Aber Gromper kann man nicht sehen, die muss man pflanzen. Du musst ein Gromper an den Boden machen und dann wiest die her nur am Boden. Ist das okay? So hunn am April des Joer Puklassen aus der Dickrecher Grundschule Grompren op de Felder am Meeslego gebaut. Eng Erfahrung, déi sie sichtlech begeert huet. Wir waren heim, wir sind heim, wir hatten Grompren gepflegt, ja, war cool und alles so. Wir sind heute heim da ist eine Klasse für Gromperen zu pflanzen, also am Zoo zu danken. Und wir gehen noch ein Trinkpizza essen. Das ist die allererste Käier, die wir hier sind an so eine Gromperen pflanzen. Aber wir können also spektakulär echt schon mal hier, das ist ganz andere Luft, die bei euch da unten. Und kann man sich begeistert. Hier Gromperen selber können an den Boden zu legen. Immer mit einem Aufstand, mit ihrem Bengel. Sie waren wirklich motiviert für das mal zu machen. Und ich meine, sie hatten alle viel Spaß hier. Die Idee für diese flotte Schaulatelier am Kader vom Gromprefest zu Bünzel.com. Für die Kammer zu weisen, wo die Grompre eigentlich hier könnt. Dafür haben wir uns das Projekt ausgedeutet, für die Schulklasse Gromperen zu pflanzen. Und das wichtig bei der ganzen Aktion, als am Anfang geholt, dass wir ganz Jahr den Kontakt mit den Schulklassen aufrechterhalten und hinten dann mit Fotos oder mit kleinen Videos weisen, wie die Gromperen hier im Feld sich entwickeln. Und dass man dann den Kontakt mit den nächsten Schulklassen haben, wo sie dann nur am Laufe vom Jahr Entscheidungen kann treffen wie die Gruppe gedeiht, lassen wir mal so und geht vielleicht zu Nase oder zu dreschen, dann wo dann die Schulklasse kontaktiert wird, dann kann so, was man da sollen hier im Feld mit ihren Gromperen machen. An die besten Grompren, die gehen dann auch noch verschiedene Kriterien bewährt, aber mit einem Preis ausgezeichnet. Wir haben einen Katalog von 6 Kriterien, wo wir noch eine Jury werden zusammensetzen. Den auch aus verschiedenen Bereichen daneben sowohl aus dem Musee wie auch aus dem Bereich von der Landwirtschaft. Und dann werden sie eben die verschiedenen Kriterien dann eben gucken, was dann dabei rauskommt, und wen dann eben den Flottenpreis gewinnt. Ja. Es un da Musee Rural zu Bünzel soll kann darüber raus aber auch mit der Geschichte von der Grompra Kontakt bringen, an ihnen weisen, was den Nachsummer der Grompra machen kann. Bei diesem theoretischen Teil könnt dann eine Equipe aus dem Geschichtsmusee von Dickrejamt spielen. Die goldene Schei an die. Sicher? Ja. Ja. Ganz sicher? Ja. Okay, dann komm. Die gelden, nee, die du, ne? Ja. Die machen wir da hin, fest dran. Und die du machen wir da dran. Fest dran. Und da weisen wir das. Ha? Und da ist Auer geht rum. An zum Aufschluss gehen kann bei einer Tour durch den Musee auch noch mit der Geschichte vom ländlichen Raum am Meisliger Kontakt brucht. Die Visite wird auch von der Responsable aus dem Geschichtsmusee gemacht. Guck du mal, wen du sitzt. Seht ihr das auf dem Bild? Das ist frei an der Schule. War das früher an der Schule? Wir gucken mal, wie die da sind. Ein Hirmhuhn. Plovert, mir fällt der Stunde der Person auf dem Bild. Guck mal gut. Das ist kein Mädchen. Weil du fährst so Junge, an der Junge schon die Juste und an der Mädchen schon die. Genau. Die haben nicht dürften zusammen an die Schule gehen. Mit der geht aber nur zusammen an die Schule. Oder nicht? Ja. Das stehen Sachen, zum Beispiel aus vielleicht sogar also so für lauter Jahre und das die komplett anders sind wie lo an der Zeit. Oh, das ist immens flott, weil das ist ganz verschieden. Die einen sind ganz erstaunt, dass die überhaupt selbst geht. Die anderen, die stellen viel Fragen, das ist auch flott für Eisere. An einer kann er sich aber auch ein bisschen mehr zurückhalten. Ich denke, die müssen ein bisschen mehr Zeit tun, für sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie hier gesehen haben. Und da vielleicht gehen sie hin und sie fragen Oma und Opa, ist das so, war das bei dir so oder war das anders? Und ich meine, das ist auch ein Teil Approche zur Geschichte, zu unserer Geschichte, wie wir es kennen. Das gemeinschaftliche Projekt zwischen dem Musée Rural von Bünzel und dem Musée d'Histoire zu Dickrech kommt gut an. Nachhandelt es sich um ein Testfest, aber das Geschichtsmusee kriegt hier auf eine ganz liebliche Manier die Geschichte von der Region vertieft und das Musée Rural
Region mat nee vernetzt. Eng Win-Win-Situation also, an net allzu weiter Zukunft dürften sie sich auch schon ramgesinn, an vom Sommer dann von Grandpren aus dem Bodem geholt gehen, an zu herrlichem Essen könne weiter verschafft gehen. Ufang Mei hat Philharmonie Municipal Sängerbund op e Konzert am CD invitéiert, bei dem obeneizt Filmmusik am Vordergrund stong. No Sängerbund and Friends Meet Movies am Dezember 2023 war Dekeer Let's Sing Movies ugesot. Orochem ënner der Leitung von ihrem Dirigent Andy Loch, awer sollte es sein letzte Konzert als Dirigent vom Chor sinn. Zehn Jahre lang hat Andy Loch den Dickrischer Chor Sängerbund geleet an neu orientiert. Viel flott Ideen konnte mit ihm realisiert gehen, elo aber geht das Kapitel ob benennen. Das ist schon ein Tränen am Knäpplach, weil sie mal immens und Herz gewusst sind natürlich an der Zeit. Mit der war eine notwendige Decision aus beruflichen Gründen. Und ja, ich weiß, dass gehen sie an gut hin. Mein Nachfolger ist ja schon bestimmt, also du manchmal kein Gedanken, so dass ich aber erleichtert bin. Den Dirigent vom Chor Cantica, Jean-Paul Majerus, soll Sengtage von Lohn überholen. Und da ist es für den Sängerbund kein einfacher Moment, ihren langjährigen Dirigent Andy Loch gehen zu lassen. Andy hat ganz viel für den Sängerbund gemacht. Andy hat von Anfang an als neu gegangen. Wir konnten da zusammen machen, teilweise die Zeit, wo ich dann noch no Madi Präsident überholt habe, haben wir dann zusammen Programme beschwert, also Führung, was einfach ein Flottage war. Mir did doch als Freund auch ein bisschen leid, dass der Lohn mir all dünstes Führung steht. Aber, wie gesagt, hier geht Lohn weiter und wir wünschen dem Andy all gut und drücken ihm Daumen für seine Zukunft. Genau wie schon bei Sängerbund and Friends Meet Movies war auch Let's Sing Movies ein großer Succès. Modern spritzig Konzerten haben hier Fangemeinschaft. Für den Andy Loch war es eine spannende Zeit mit dem Chor, den all neu wie mit ihm gegangen ist. Für hier liegt die große Stärke beim Sängerbund daran, dass sie sich nicht begrenzen und aufgrenzen. Stärkt das die Vielfältigkeit an, auch die letzten Jahre einfach die Offenheit und die Dynamik, die dran ist, für Neues auszuprobieren, für neue Membres unzulacken durch Projekte. Das Schützfreien, egal wie ein Spruch schwätzt, mit offenen Armen empfangen kann gehen. Ich meine, das war wirklich eine Stärke, die mich markiert hat. An der Richtung will sie auch nach der Ende-Zeit beibehalten beim Sängerbund. Für allem will er weiterhin Tieren abmachen, und Sachen zusammen realisieren. Wir sind natürlich stolz, wenn der Sängerbund etwas auf B kriegt. Und das machen wir auch. Wir haben nächstes Jahr als 175. Anniversär. Und da wird ganz viel geschehen. Wir sind immer froh, für mit anderen Keier etwas zusammen zu machen. Wir sind auch froh, wie das damals war mit den Friends, was wir auch irgendwann abgreifen, vielleicht immer zu rekrutieren und Musik zusammen zu machen. Nicht jeder aus einem Stellchen und mit seinen Scheuklappen. Weil ich meine, da gehen wir einen falschen Weg. Und ich gebe so, dass das heute der richtige Weg ist.
echte Aktion für den 175. Anniversär geht übrigens schon an diesem Jahr, den 14. Dezember, wo großen Optaktkonzert mittels an der Großer Kirche steht. An dieser Serie 1 Minute zurückgeguckt, da wollte mir die Hauptstruktur d'Hébergement pour Personnes âgées Sacré-Cœur Elisabeth Senior vorstellen. Wohl nicht die Institution, mit Haus, an dem sie sich befindet, ein ganz schönes historisches Gebäude, das im 1880 gebaut wurde. Zter 1880 ass Gebäi vum Helle Spidol an der Rue de l'Hôpital zu Décrech de Sitz vun den Hospiceschwestern vun der Helleger Elisabeth zu Lützeburg. Kongregatioun vun Ohren hat 1672 die Eichtschwestern an Stadt Lützeburg geschickt, fir Krankranärmer ze pflegen. 1866 Stunden kom Kongregatioun op Décrech fir sech die Cholera-Krank ze këmmeren, alleng zu Décrech goufet an engem Joer 240 Cholera-Dodeger, 8% vun der Populationun. Den 10. Mai 1940 huet am Décrecher Spidol auch den Douglas A. Cameron den Dood fand. Der britische Pilot vun der Royal Air Force war demals vun der Deitscher Wehrmacht attackiert ginn, aber Bettendorf mat segem Flieger notgelandt. All Joer gët fir den 10. Mai zu sengen Ehren eng Gedenkzeremonie bei segem Graf zu Décrech aufgehalen. 1998 gouf der Altspidol an e Pflegeheim umgewandelt, dat an der 2000 vun der Claire ASBL geriert gëtt. Tuch 2004 an 2006 gouf en neien Deel beigebaut, e donno vun 2007 bis 2009 den Albau renoviert gouf, an 2010 a Kollaboration mat der Gemeng dann lach anderem aménagéiert gouf. Haut ass am Gebäit Struktur d'Hébergement pour Personnes âgées Sacré-Cœur Elisabeth erbrucht, déten am Ende eng Kapazitéit vun 99 Langzeitbetter an 2 Vakanzebetter huet. Wat die nächst Wochen zu Décrech Geburte gëtt, dat verrodene lo am Agenda, an Appes kann ich schon losoen, et gëtt genug, wat ihr net sollt verpassen, also bleibt drin. Bis am Juni nes, Adi. Den 20. Mai fängt am Autosmuse eng na Joresexpo an. Eleganza su Strada weist die Entwicklung von den italienischen Autoen an ihren Abfluss auf Kulturwirtschaft und Technik. Vernissage aus den 22. Mai. Den 23. Mai ist an der Serie eng neue Edition von der Teenage Dream Party für Junker Tischdeele vor 15 Jahren. Eng Party mit 100% Stimmung an 0% Alkohol. Erderrufes geht es las bis 11. Wer von halber Erdun doas braucht nichts zu bezahlen. Den 29. Mai invitiert der Michaelersetz Center Décrech op hier feiert IVV-Wanderung mat deparen Arrivé an der Seerei vu 7 Auer Moesun geht et lass, Zielschluss as 5 fir Iessener Gedrinks as gesuercht. Am Kulturhaus geht der 6. Juni die neue Expo von der Künstlerin Diana Engelmann an. Den Titel von der Expo ist Panterei, Räume, die wir nicht tragen. Die Ausstellung, die sich um die Veränderung von der Bausesten an den Bannistereim dreht, dauert bis den 29. Juni, Vernissage aus der 5. De 7. an 8. Juni dann as Zeit fir der PMD het Beierfest am Park bei der Gemeng, nief Beier Niessen gëtt heit 2D schlang eng flott musikalisch Animation geboten, de 7. Juni mittes 5 aus den Optakt. Den 12. Juni invitiert Kommission für Soziales an den 3. Altrop eng Konferenz am Festsaal vun der Grundschule, bei der dem Pensione geht. An de 14. nach 15. Juni als nees Marsch international ugesot mat Olafstell bei der Seerei kann sech umelle fir am Grupp op enger vun den Touren mat ze marschéieren.